Die Lebejacht in Afrika. Karl Räder. Mein Onkel, Junggesell ohne Frau, war Jäger in Ostafrika. Und hat dort, sellemals is es noch gange, für Harebeck als Lebe gefangen. Lebendige Lebe, groß und stark, fast Dutzend, tausendbare Mark. Das Geschäft hat sich als gut rentiert und seine Methode war patentiert. Rabenschwarzes Negerblut mit Gruselkopf und Leverschnut hat dort dabei ihm assistiert, damit meinem Onkel nix passiert. Ein starker Balge von 2 Meter, von harter afrikanischer Zeder, den haben sie in die Erd fundiert und halblang tief betoniert. Und durch den Balge haben sie bloß ein Loch gebohrt, ungefähr so groß als wie 5 Mark in Friedenszeit, für kleinere Leben nicht ganz so weit. Knapp 4,50 Mark lichte Weide, das war sein Fall in selle Zeile. Nachts hat er war gerissen, Wurstzippel in die Wüste geschmissen und Zebradärm und Schinkeknochen, wo schon ein bissel hen gerochen. Dann hat er den schwarzen Bosch geweckt und hinter ein Kaktus sich versteckt. Ein richtiger Kaktus war's, mit Achle und halbe Meter lange Stacheln. Und ohne Angst und Furcht und Beben haben sie dann still gewahrt auf Leben. Und nachts, so gegen 2:30, da schleichen sich die Lebe bei und brille laut, dass man sich wundert, fast grad als wann's von weitem dunnert, und fressen gierig auf die Brocken, wo ausgestreut sind, fressen Asenlocken. Sie krabbeln näher jetzt, ganz nah, und jetzt sind sie am Balken da, und wie ein Leb jetzt, wie besessen, will grad so 'n stinkische Knochen fressen. Da steckt mein Onkel, ja, der kann's, leise durchs Loch dem Leb sein Schwanz. Schnell macht der Neger 1, 2, 3, ein Knibbel in den Schwanz enei, sticht mit m Kaktusstachel schnell dem Leb tief hinne in sein Gestell. Der Knibbelschwanz geht net durchs Loch, der Leb is gefangen wie in m Joch. Still steht er da, vor Schreck ganz dumm, und schiedelt de Kopf und guckt als rum. So hat mein Onkel als, genau, die Lebe gefangen in Afrika und hat se zum guten Zweck verfuggert an der Harebeck. In Afrika leider begraben. Die Geschichte is wahr, man soll's net glauben.